Triff mich unterm Stammtisch, wenn ich wieder Land bin. Und ich frag dich, ob wir Karten spielen. Triff mich unterm Stammtisch, wenn ich wieder Land bin. Und ich versprich, ich sauf zu früh. Sind ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Entschuldigung, dass ihr das hören musstet von mir. Ich kann nicht singen. Servus, hallo, welcome back to the most drunken podcast in this whole world. Fuck ja. Wir sind wieder zurück im Aufpass. Ja, nein, also ich hab's echt einen Haufen Scheißmassen reingeschrieben und ich habe jetzt einfach gesagt, wir haben Bock auf Gasmaß. Deswegen trinken wir halt eine Gasmaß. Ja. Und zwar, Kevin hat beide eingeschenkt, aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich gebe dem Mast die Schuld, dass der Schaum zusammengesetzt ist, weil ich habe gesehen, wie er es eingeschenkt hat und der Kevin, der schenkt Sachen nicht halbscharig ein. Das stimmt. Das würde ich nur kurz dazu gesagt haben. Der Kevin, wenn der was einschenkt... Das tut aber trotzdem weh, Thomas. Ja, aber wenn es schmeckt, dann passt es ja wieder. Ja. Prost. Auf euch. Wow. 1 bis 10, was sagst du? Ey, also, Gott, das ist schon immer was Feines. Ja. Und ich werde mich immer wieder daran zurückerinnern, diese Gasmaß, damals weißt du schon, Leonhardi, in der Früh. Die war schon geil. Weißt, die meisten Leute, die sagen sich, ja, weißt du was, Frühstück vor Leonhardi? Weißbier. Ja, Vollgas. Mit Weißwurst und wir, dem Brezen Kloß. Ja, und wir, die Gescheiten, die Gescheitersten auf der Welt. Wir. Ja. Gasmaß. Gasmaß. Ich sauf die Gasmaß heute noch zusammen. Wichser. Heute werden wir saufen. Ja. Ich muss noch mal einen gescheiten Schluck nehmen. Ja, mach das. Soll ich währenddessen mal die Besonderheit in diesem heutigen Podcast erwähnen? Ja, sehr gerne. Wir haben Regeln aufgestellt. Und zwar Trinkregeln. Wenn wir beide uns bei unserem Namen nennen, also wenn ich jetzt zum Beispiel Thomas sage und der Thomas Kevin sagt, wisst schon, dann müssen wir einen Schluck trinken. Es zählt jetzt noch nicht, weil der Kevin das nur genau, vorfällt. Ich erkläre es gerade. Ja. Da kommt das nächste, was auch immer. Auch einen Schluck trinken. Das wird bei mir sehr wahrscheinlich sehr oft vorkommen, bei dir wahrscheinlich auch. Ja. Sehr schön. Und unterbrechen den anderen. Ja. Es sei denn, das ist höflich. Das heißt, jetzt wollte ich es gerade unterbrechen, du Wichser, ich wollte gerade vorführen. Red mal weiter. Es sei denn, das ist höflich. Wenn ich jetzt so reinrede, dann ist es unterbrechen. Ja. Es sei denn, das ist halt höflich, dass man sagt jetzt, warte mal kurz, ich habe was dazu zum Sagen, halt deinen Gedanken, so quasi. Aber, ja. Genau. Ja, genau, so darf das sind unsere 3 Regeln. So darf man deren. Und, Kevin? Das ist mein... da muss jemand trinken. Wow. Schön. Nico, du musst tatsächlich sagen, wenn jemand irgendwas tut, weil wir checken es, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht. Aber Fotzenknecht, du musst jetzt trinken, weil du hast seinen Namen gesagt. Das zählt ja nicht vom Nico. Ja, doch. Macht er jetzt auch mit? Ja. Okay. Habe ich nichts dagegen. Ich würde sagen, Nico Tomate. Und Maske zählt auch. Das zählt jetzt wieder nicht, weil das war bloß ein Vorführer jetzt. Ich verstehe. Hurensohn. Cool, fand ich witzig. Danke. Du, Kevin, worüber hast du die Lust verdammt, das ist ja wirklich, es ist das Schwierigste. Fotzenknecht, worüber hast du die aufgeregt? Fuck, Mann! Zweimal angefangen mit dem Thema und du verkackst direkt. Ja, es tut mir leid, wirklich. Ich muss jetzt erst mit dem Schaumpimmel da. Ein Schaumpimmel? Er hat Pimmel gesagt. Alter, schau mal. Schaut gruselig, schaut irgendwie nach Schaut eher nach einem After aus. Schaut irgendwie nach Spülmittelschaum aus. Ist halt so. Möchtest du mal erzählen, was die nächste Woche sagen, Martin? Leck mir Marsch, die scheiß KI. Wir haben in der Arbeit Stapler, die mittlerweile Kameras dran haben, die Personen erkennen sollen. Tun sie, sage ich mal, zu 90% richtig. Die anderen 10%, die leider Gottes relativ oft passieren, erkennt das Scheißding Schatten.
Und leider Gottes, wenn die Sonne draußen ist, sieht das Ding nur Schatten. Das heißt, du fährst die ganze Zeit mit 5 km/h oder weniger durch die Gegend. Entschuldigung. Und der bremst ab komplett, macht richtige Notbremsung, wenn er was erkennt. Ja. Und ich sag mal, wir haben ja die Rollen da vorne dran. Gell? Ja. Und die stehen. Ja. Und die sind so zum Teil 1,20 Meter, 1,50 Meter groß, hoch, was auch immer. Ja. Das heißt, wenn das Gerät eine Vollbremsung macht, was ist die logische Schlussfolgerung davon? Fällt um. Ergo haben wir einen dicken Schaden Schön. von, ich sag mal grob, jedes Mal, wenn sowas passiert, von 5 bis irgendwas 1.000 Euro. Geil. Wegen der KI. Und das nervt mich tierisch. Ja, kann ich mir vorstellen. Weil dann kannst du wieder einen Bericht schreiben, warum ist das passiert? Ich sage, scheiß KI. Ja. Wichser. Ja. Echt so. Hilft halt nichts, gell? Ja. Und es bekommt anscheinend ein Update. Ja komm, leckt mich am Arsch. Update ist dann, dass seine fette Mutter endlich erkennt, oder was? Könnte ich mich echt aufregen. Boah, ich fand den gerade viel zu witzig, ja. Ja. Das Update ist, dass dann die fette Mutter aufheben kann. Nee, so. Ach so, okay. Also, das ist Thomas. Puh. Hey. Wow. Du hast da was falsch gesagt. Fuck. Na, das ist schön. Herbert. Ich muss mich tatsächlich aufregen über mein Apple Watch. Was ist denn damit passiert? Ich hab's vom Laden, aber die ist runtergefallen und jetzt schaut so aus. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die ist auf jeden Fall Geschermazi. Man sagt dazu auch Spinnennetzmuster. Ja, auf jeden Fall ist, ich hab die Spider-App runtergeladen. Was? Achso. Du musst auch trinken. Du sagst Regel 1, 2 oder 3 Verstoß. Ja. Genau. Und die Spider-App runtergeladen, das war gar nicht so geil. Das glaube ich. Das ist tatsächlich schlecht. Aber ich komme nicht mehr darüber aufregen, weil sie funktioniert nur, der Touch funktioniert nur, schaut halt einfach nur scheiße aus und reißt die ganze Zeit meine Klamotten auf. Aber du schießt so eine Hippie-Funzen. Welches Thema ist es schlimmer? KI oder Apple Watch? Okay, ich bin. Ich prügel das so aus ihm raus. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass die KI schlimmer ist, weil die Scheiße angepasst ist. Was Ja. soll ich denn sagen, Alter? Es sollte Keine eigentlich- Ahnung, ich das arbeite Ding jeden ist, Tag mit KI Es und sollte ich ja bin wirklich fasziniert. funktionieren. Es Ja. sollte ja funktionieren. Ja, Es funktioniert auch in natürlich. jedem scheiß Auto. Ja. Dass da so ein Kind rumläuft und dann Notbremsung und sowas und bla bla bla, aber keine Schatten erkennt. Ja. Warum funktioniert das beim Stapler nicht? Weil du keinen LIDAR-Sensor hast. wahrscheinlich. Doch, alles. Ja, Da ist gut, alles dann eingebaut, komplett dann set. ist die KI, glaube ich, ganz schön blöd. Mixt selber. Ja. 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 Schön. Ist der Wahnsinn. Also Danke, dass du mir weiter. zustimmst. Ja, bitte. Beziehungsweise gehen wir jetzt zu den Themen der letzten Woche, was ein bisschen ein schwieriges Thema auf jeden Fall ist für mich. Auch wenn es gerade irgendwie nicht passend war bei dem Thema, aber ist Ja, ja sehr wurscht. unpassend. Herr Blondie. Super, danke. Auf jeden Fall ein schwieriges Thema für mich. Es gibt's doch nicht. Es ist wirklich eine Frechheit. Gehen wir die Regel kurz hier aussetzen für den Part. Bitte. Die Regel ist jetzt für 2 Minuten 23 offen. Auf jeden Fall. Bitte stellen Sie einen Timer. Letzte Woche bin ich am Donnerstag von der Arbeit heimgekommen. Mein Hund von 13 Jahren hat sehr komisch geatmet, hat nicht mehr gescheit atmen können, hat die ganze Zeit versucht zum Husten-Ding. Bin mit ihm dann zum Tierarzt gefahren, der hat gesagt, sie hat Wasser in der Lunge. Und deswegen auch Herzversagen, weil anscheinend das Wasser in der Lunge relativ lang schon da war und das Herz sehr stark arbeiten hat müssen. Und deswegen hat es geheißen, ja, sie hat Herzversagen. Und anscheinend auch sehr plausibel, dass das innerhalb eines Tages passiert. Ist mir dann zumindest gesagt worden, dass das Herz halt sehr, sehr früh und sehr lang kompensiert. Ja. Auf jeden Fall in der Geschichte war, dass sie ja Spritzen gekriegt hat, eine Entwässerungsspritze. Dann hat es geheißen, sie muss oft aufs Klo gehen und so weiter und 1 bis 2 Stunden sollte das Ganze wirken. Sie ist nicht einmal aufs Klo gegangen, sie ist einfach nur in ihrem Körbchen drin gelegen und einfach nur vor sich her kurst und Ding.
Dann sind die 2 Stunden halt vorbeigegangen. Dann sind jetzt 2,5 Stunden vorbeigegangen. Und es ist nichts besser geworden. Tierarzt hat schon zugehabt, nur die Notfallkliniken, die jeweils eine halbe Stunde oder sowas entfernt gewesen sind. Aber er hat schon geschaut, so, okay, wo kann man da jetzt anrufen, wo kann man da jetzt tanzen und kann sich dort helfen lassen. Währenddessen ist der Hund halt zusammengeklappt, hat keine Luft mehr gekriegt, hat keinen Puls mehr gehabt, hat nicht mehr geatmet. Aber jetzt kommt das Krasse, sie ist 2-mal wiedergekommen. Also sie ist 2-mal, hat sie ihren Kopf wieder hochgekommen und hat geschaut, wie als das auf jemanden warten. Aber da muss man tatsächlich dazu sagen, von selber. Also von selbst, ja. Also komplett das, ohne irgendwie Fremdeinwirkung. Ja. Also sie war auch schon so, sie ist so schon auf dem Boden gelegen und hat fett gesabbert, also Wasser rausgekommen und alles. Und sie ist dann einfach da gelegen und komplett die Muskeln entspannt. Also so wie man denkt, dass ein totes Tier ausschaut quasi. Ja. Ist dann 2-mal, wie gesagt, wiedergekommen. Und dann habe ich gesagt, ich pack's jetzt und fahre, wenn du jetzt noch einmal auf die Uhr schaust, dann schlage ich dich. Mit diesen 2 Minuten, ich fick dich tot. Auf jeden Fall habe ich es dann halt gepackt und wir sind dann nach Hause in die Tierklinik gefahren. Dort ist dann auch mein Bruder aus München gekommen. Und das war wie, als hätte der Hund nur auf ihn und seine Freundin gewartet, weil die haben immer auf sie aufpasst und so weiter. Wie als hätte sie auf die 2 gewartet. Weil die ist dann da geflaggt, sie hat sich dann nochmal gefreut. Sie hat dann nochmal geschwanzelt und hat die 2 nochmal angeschaut. Wie als hätte sie gewartet. Und dann hat die Tierärztin gesagt, wir können es zwar noch versuchen, sie einen Tropf zum Hängen und die Lunge zu entwässern quasi, aber können nicht garantieren, dass da noch was wird. Ja. Außerdem war sie schon, wie gesagt, 13 und ist halt dann, hat eine Narkose gekriegt, ist von 8 Händen in den Schlaf gestreichelt worden, das war richtig schön und hat dann halt ihr Einschläferungsspritze gekriegt und ist dann friedlich eingeschlafen. Sie hat gegen Ende hier tatsächlich auch wieder ganz okay atmen können und hat auch sehr entspannt ausgeschaut. Also das ist wenigstens schon mal schön, irgendwie zu hören oder zum Sehen. Am Freitag war dann die Beerdigung. Mhm. Wir haben so eine kleine Beerdigung gemacht wir haben so den Garten vergraben in einer kleinen Box. Es war halt ein kleiner Yorkshire Terrier Hund. Ja, geht durch. Es war der kleine Yorkshire Terrier Hund. Wenn du zu laut bist, dann hau ich die. War ein kleiner Yorkshire Terrier Hund, deswegen ist das eine Grauzone anscheinend in Deutschland, dass man die nur im Garten vergraben darf anscheinend. Ja. Und genau, war sehr traurig dann letzte Woche, weil klar, 13 Jahre begleitet worden von dem Tier. 13 Jahre, jeden Tag, wo du heimgekommen bist, ist der Hund auf die zugelaufen und hat sich gefreut, dass du da bist. Bedingungslos, wie du drauf bist oder wirst du gerade sag mal tatsächlich bei jedem, der da war. Ja. Gefreut ohne Ende. Außer bei schlechten Menschen. Ja. Und da muss ich dazu sagen, der legendärste Hund überhaupt. Ja. Der hat so viel Scheiße durchgemacht. Ja. Im positiven Sinne. Ja. Kurz einmal Highlight-Reel für die Lilly. Ja. Aber echt. Lilly war am 30er von meinem Bruder, das war jetzt vor 4 Jahren. Ist sie bei der Party draußen rumgesteuert und dann haben Leute Bierpong gespielt und irgendwer hat sein Gin Tonic Glasl umkippt und sie hat den Gin Tonic vom Boden abgeschleckt und war halt dann für einen kleinen Hund Verhältnisse natürlich ziemlich besoffen. Dann hat er rumgetorkelt und es war wie, als hätte es mitgefeiert. Ja. Und keine Ahnung, sie ist oft einmal auf den Tisch gekupft und hat Leberkas geklaut, hat Wiener geklaut, hat sich das alles gegönnt. Der Kevin und ich haben einmal Wagyu gemacht und haben gesagt, kommt Lilly, kriegt jetzt anfetzen. Dann hat sie Wagyu gegessen, die hat immer beim Steak mit essen dürfen. Überall, alles. Hat beim Brisket das Cutaway hat sie gekriegt und so. Also Lilly wirklich, ich weiß, dass Hund wahrscheinlich das nicht hören werden, aber du wirst vermisst und du warst der beste Hund, den ich jemals gehabt habe. Absolut. Ja. Und danke dir für 13 Jahre. Und jetzt auf jeden Fall machen wir wieder weiter mit den Regeln und kommen wieder ein bisschen auf einen besseren Mut. Und das habe ich mit Absicht gemacht, weil ich einen Schluck trinke. Mach das. Das bin ich gar nicht mehr danke fürs Zuhören übrigens. Ja, danke. Schmeckt der perfekter Cheeseburger, du fettes Rindviech. Das war auch so ein perfekter Zeitpunkt, dass der Nico, er hat sich vorhin was zum Essen bestellt und es ist genau in diesem Zeitpunkt angekommen. Das ist der Wahnsinn. Ja. Genau, wir hatten vorgestern. Ja. Am Sonntag
hatten wir einen, sag mal, ungeplanten Jungsabend. Ja, aber so Dreier-Ding-mäßig. Das es war nicht alle kein Jungs. verbotenes Wort hier, ne? Ja. Nico hat mich schon so angeschaut. Es waren nicht alle Jungs, aber wir drei halt. Ja. Ja. Wer denn? Der Mexikaner, der Österreicher und ich. Fand ich witzig. Ja. Regel 2. Na? Ich hab A gemacht. Ah, ja. Darf ich zitieren? Ja. Na, ich hab A gemacht. Wir werden es prüfen. Ja. Wenn das sich bewahrheitet, werden wir eine Story machen, wo der Thomas noch einen Schluck trinkt. Fertig. Ich hab A, ja gemacht. Wir werden es auf dem Videobeweis sehen. Hä? Ich glaube, es war A, ja. Ja, das Wir werden gucken. Darf ich jetzt eigentlich auch nicht angeschissen Hippie-Funzen zu dir sagen, weil das ist ja auch dein Name. Nein, das ist deiner. Du schießt so eine Hippie-Funzen, die Presse-Scheiße. Ja, das ist tatsächlich wahr. Ja. Erzähl weiter. Oder soll ich weitermachen? Warum ich? Mach du. Keine Ahnung, okay. Du kannst Wichser. einmal ein bisschen was reden. Wir waren zu dritt. Also erstmal waren wir zu zweit. Ist ja irgendwie klar. Fuck! Sind das Pommes? Ja, das ist ein Nacho Cheese. Hier, Steuern. Steuern bitte. Danke. So, Original-Review Nacho Cheese mit Guasmas. Was? Na. Du scheiß braunhaariger Kerl, wie glaubst du, das wäre jetzt asozial, wenn ich das Gerät hier eindippe Ja, wär's. Ja, natürlich, aber... und das dann inhalieren werde? Ja, mach halt. Oh, fuck. Es gibt keinen besseren Tipp. Wirklich? Ist wirklich geil? Das schmeckt heftig. Ist wirklich geil? Das schmeckt wirklich heftig. Oh Mann, bei dir dürfen wir das Nein. ein Brüssel drin. Oh Mann. Ach komm, das ist doch... Ach, möchte überhaupt nicht davon. Merkst selber, oder? Alter, Nutte. geil. Die sind echt geil. Weißt du, was nur geil war mit denen? Ja, so ein bisschen Jalapenos drin waren. Das kann ich mir geil vorstellen. Oder Gosmas. Aber allgemein diese Cheese-Cheddar-Dinger sind so... Die sind heftig. Die sind richtig geil. Glaubst du, Amerikaner könnten Gosmas frittieren? Oh ja. Safe, oder? Also die daten wahrscheinlich in den Gefrierfach rein da, Ja. die Guasmas eingefrieren und dann daten es deep fryen und dann daten es beißen und saubsuffen werden nach dem ersten Biss. Ich möchte das irgendwie ausprobieren. Ja. Ach na, wir machen eine neue Maß. Wir machen nicht die Odelmaß, wir machen... Frittierte Podcast. Gosmas. Die frittierte Cola-Maß. Oder wie also frittierte Gosmas. frittierte Guasmas. Ich weiß nicht. Weißt du, weil wenn du in der Guasmas Die am Frittentitten. Presssack schmeißt, dann ist ja auch Odelmaß. Ja. Kein Guasmas mit Presssack, weißt du wie man? Frittentitten. Frittentittenmaß. Ja, ich finde, wir haben den Namen gefunden. Frittentittenmaß. Ach Mann, hast du Frittiergerät? Nee, aber ich habe Öl. Und einen Topf. Sag das nicht zu laut, sonst kommen die Amerikaner. Alter. Scheiße. Ja. Ist selbst gekauft. Na, genau, der Filmabend war Ja. dann. Wir haben unser 6er Bier geholt, Döner gefressen. Ich wollte gerade sagen, ein Döner Ja, war sehr wild. Döner gefressen wie die Heiden. Und dann haben wir bei uns zu mir ins Studio reingehockt und das ist ganz geil, weil ich da so eine Leinwand und coole Lautsprecher habe und Bilder und sowas. Ist halt ein bisschen Kino-Feeling. Dann haben wir uns den Döner reingepresst wie die größten Berserker. Was haben wir uns denn für einen Film angeschaut? Und dann hat der Kevin die glorreiche Idee gehabt, wir machen. Das ist Nummer 1. Da war eine Pause. Oh, aber ich habe deinen Namen gesagt. Ja? Habe ich gar nicht gecheckt. Ich hab's auch erst nicht Schön. gecheckt. Dann hat der Mexikaner Nutze. die glorreiche Idee gehabt, dass wir uns jetzt Scary Movie anschauen. Ich weiß gar nicht, war das der erste Teil? Ja, ja. Schon, gell? Ja. Also glaube ich zumindest, oder? Kennt ihr denn alle jetzt dann demnächst alle 6 Teile?
Also 5 sind jetzt aktuell, glaube ich. Der 6. kommt jetzt raus, oder bin ich grad Cabron, dumm? ich kenne einen von den 5, die draußen sind. Ernsthaft? Ja. Ich kenne bloß Ausschnitte von denen. Ich hab den nicht Voila. gesehen. Ich hab den bis zum Sonntag wirklich nicht gesehen. Nico, du? Gut, dann bist du der Außenseiter und wir müssen sie mit dir gucken. Wichser. Damit du den Zusammenhang. Ja, wir schauen mit jetzt dem erst einmal den 6. Hangover Teil. Knockoff. Ja, den kenne ich ja auch schon. Ja, den kenne ich nicht. Kennst du den? Ja, eben. Mann, wo seid ihr denn geboren, Mensch? Keine Ahnung, ich schaue tatsächlich ziemlich hochqualitative Filme gerne. Der ist sehr hochqualitativ und sehr witzig. Soll ich, Count me in, soll ich oder? sag mal, das unauffälligste, auffälligste, was da drin in diesem Film existiert? Entschuldigung. Weiß ich nicht, ein kleines Äffchen und ein Asiate. Unter anderem. Und du kennst ja den Typen, der diese Ansprachen da macht mit dem Bart, mit dem komischen, richtig gepflegten Bart. Ach Ich so. weiß gar nicht, wie er heißt. Ja, Bradley Cooper. Kann sein, war keine Ahnung. Der mit dem... Der Schwarzhaarige etwas- mit dem Ach, der Schwarzhaarige. brutal heftigen, gekatteten Bart. Hautfarbe? Warte. Ja, man sieht doch jetzt, also Entschuldigung, das ist doch eine rechtfertigte Frage, dass ich mal check, ob das ein Weiß. Der ist so ein Weiß. Moderator, der ist relativ einer von den Figuren. Hauptfiguren. Nee, was echt nicht. Hey. Kevin und ich füßeln gerade. Fuck. Der Mexikaner und ich füßeln gerade. Warte, ich suche kurz ein Bild und unterhalte mal die Leute hier. Ja, Nico und dort. Fuck! Das ging ja schnell. Boah, jetzt fast gesagt. Ich hätte fast den verbotenen Namen gesagt. Hurensohn. Spaß. Say my name. Say my name. Ich wollte gerade ein verbotenes Wort sagen. Das wäre jetzt nicht so gut in dem Podcast gewesen, aber ich würde es dir gerne privat sagen später. Habe ich dir eigentlich auch diesen Breaking Bad KI-Trailer gezeigt, den deutschen, mit den ganzen deutschen Prominenten? Den hier meine ich. Bei dem gibt es einen witzigen Effekt bei den Hangover-Games, heißen die ja. Ja, ja. Und zwar, da ändert sich bei jeder Szene der Bart. Und da ist auf einmal irgendwie so ein Schwanz drinnen oder sonst irgendwelche komischen Muster oder sauwitzig. Finde ich geil. witzig. Finde ich sehr kreativ. Sehr wild. Auf jeden Fall, wir waren ja gerade bei einem Filmabend. Und beim Filmabend schaut man ja bekanntlich was? Mexikaner? Filme. Filme. Ja. Und was Aber ist keine jetzt- Schmuddelfilme. Ja, aber was ist jetzt eine Sache, die wir uns, nachdem wir den Film angeschaut haben, ausgedacht haben? Wir die machen dachten möchten? uns, mit unseren super Köpfen, die wir haben und besitzen und sehr stolz darauf sind, dass wir vielleicht einen kleinen Kurzfilm machen. Unsere Köpfe haben sie gedacht, Ja. nehmen Project X und nehmen Scary Movie und machen das draus Warte. Und Tom Joe. und Tom Joe und machen Das das ist sehr draus. sexuell erregend irgendwie. Ja, Ja. finde ich geil. Nehmen das, kombinieren das und machen ein Konzept für einen der legendärsten Kurzfilme, die es vielleicht geben wird in diesem Jahr 2025. 26. Oh yes. Scheiße, wir sind 3 Monate in Boah, 26 warte. drin, ich sag auch noch Wenn wir jetzt diesen Film erklären, dürfen wir diese Namen, die die Darsteller haben, nicht erwähnen. Alle. Doch. One der Verschlussung. Wir dürfen es Wir dürfen beschreiben. unsere halt nicht nennen. Unsere 3, nur. Ja, wir dürfen Meinst unsere du? nicht nennen, aber wir haben ja bloß einen Namen in die Fragen drin. Stimmt. Auf jeden Fall, der Film dreht sich darum, dass der Weißbier-Billy hinter uns her ist. Der Weißbier-Billy, falls ihr den nicht kennt, ist ein Spätzle von uns, der Brode, hässliche, Brutal heftige Massexer. ja, brutal heftiger Massexer, brutal Macht eine halbe Fässer auf. kleine Fässer auf. Verhältnismäßig kleine Fässer auf, Entschuldigung. Reißt da deine Nasen ab. Und frisst sich Krapfen rein, während wir Podcasts machen. Ja, frisst sich Karpfen rein. Ja. Mich hat unbedingt wieder ins Gym, schafft's aber nicht. Ja. Lol. Na, wir reden natürlich von unserem Spätzle. Am Ja. Michel. Genau, den einzig wahren. Ja. Und auf jeden Fall das ganze Thema halt dreht sich darum, dass wir ein Kurzfilmkonzept geschrieben haben und wir uns 3 Fragen für dieses Kurzfilmkonzept ausgedacht haben. Yeah. Wo die erste Frage lautet:
Wer ist der Weißbier-Billy und wer sollte ihn spielen, wenn es eine Hollywood-Produktion wäre? Also, Ich würde es irgendwie witzig finden, ja. wenn die gewisse Person von Michel eine sehr muskulöse Frau wäre. Weil es einfach witzig ist. Also ich bin Aber der ich Meinung, weiß gerade nicht, wie die Schauspielerin Ich heißt, bin aber der ich glaube, du Meinung- weißt, wen ich meine. Ja, ich bin der Meinung, also erstens, der Weißbier-Billy ist, wie gerade gesagt, der Michel. Ja. Fuck! Grundlegend ist die Idee entstanden dadurch, Los Brutalos hat einen Song rausgebracht, der heißt Weißbier-Billy, wo sie halt drüber rappen, dass der Billy halt in der Stunde 20 Kalbe sauft und sowas. Dann haben wir einen Song rausgebracht, der heißt Fick an Weißbier-Billy. Wir schaffen auch die 100 Maß Ja. quasi. Und haben halt da quasi das so ein bisschen auf die Schippe genommen. Beide Songs relativ extrem unerfolgreich, aber wir haben Sag dadurch, gut. wir haben dann ein Single-Cover-Shooting gemacht und haben halt eine Person braucht, die einen Weißbier-Billy darstellt. Und wir haben halt gedacht so, ja, keine Ahnung, kannst jetzt nicht irgendwie so einen Lauch hernehmen für einen Weißbier-Billy, weil der muss ja Absolut. irgendwie schon ausschauen, als da was da backen. Ja. Und dann hier, Glühbirne aufgeleuchtet, der Michel. Der bräteste Hund aus dem Oberland, Alter. Der Typ, der Das klafft stimmt, da das ist entgegen brutal. und du wärst von seinem Windschlag, wärst du umgeschlagen, ja. Also der läuft an dir vorbei und das ist wie der Düsenjet an dir Warum vorbeifliegen. hast Nicht, du weil er jetzt so ein- schnell ist, sondern weil er so brutal ist. Und du willst mich gerade unterbrechen, also trinkst einen Schluck. Fuck. Ja, Warum hast du gerade einen österreichischen Akzent keine gehabt? Ahnung, weil Okay. ich es lustig finde manchmal. Genau. Und so ist das halt gelaufen. Dann haben wir unser Konzept fürs Musikvideo ausgedacht, das bis heute noch nicht rausgekommen ist, weil wir einfach keine Zeit haben zum Dran. Und da wäre der Michel dann die Hauptperson gewesen, die quasi von uns gejagt wird. Also hockt halt irgendwo beim Saufen und wir laufen ihm hinterher und wollen halt umbringen, aber Ja. saufen halt währenddessen noch mehr, so mehr oder weniger. Genau, und das ist der Weißbier-Billy. Das ist jetzt so ein kompletter Story-Arc, hat sich jetzt da mehr oder weniger durch unsere Gedanken daraus gebildet. Finde ich ganz geil. Und da ist sehr viel Scheiß dabei rausgekommen. Ja, auf jeden Fall. Wenn jemand an Weißbier-Billy in Hollywood spielen müsste, bin ich zu 100% dabei, wenn du sagst, das sollte eine weibliche Figur sein. Also die, Aber ich finde das unfassbar lustig, weil, okay, und jetzt folgender Vorschlag. Der Weißbier-Billy wäre gespielt vom Terry Crews in einem Kleid und mit der blonden Perücke. wäre auch witzig, oder von The Rock. Ja, aber Terry Crews ist auch lustig, weil das auch sehr muskulös und Das größer. stimmt, ja. Aber Und Glatzkopf ja, und schwarz. also ich wüsste bei mir, wer mich spielen würde. Ja. Kevin Hart. Ja. Ich finde das leider Gottes scheiße witzig und das passt halt mit meinem Namen zusammen. Boah, ich weiß ja, wer mich spielen müsste. Und zwar, wie heißt der fette Typ aus Game of Thrones? Nee, warte. Ich habe noch jemand Besseren. Ich muss nur kurz den Namen raussuchen, weil mir fällt er gerade nicht ein. Samuel Tarly, warte. Ich glaube, ich kann ihn nicht mehr aussprechen, aber ich glaube, du weißt, wen ich meine. Ian McShane. Der soll mich spielen. Also den hier. Ach so, du meinst Keanu Reeves. Ja. Soll mich spielen? Ja. Ich habe eher an ihn gedacht. Nico, was sagst du? Also, sorry, der sollte mich spielen, oder? Wenn das eine Hollywood-Produktion war, ich weiß nicht, sieht man das gut auf der Kamera? Regel Nummer 1, ja. Ja, entschuldige, aber du hörst ja auf nichts anderes als auf deinen Namen. Ja, genau, Samuel Tarly aus Game of Thrones, der Begleiter von Jon Snow, als er an die Mauer geschickt worden ist. Genau. Da wird es da vielleicht einmal nachschauen können. Weil ich bin immer noch zu faul, um Bilder einzublenden. War schon witzig. Und der Engler? Von jedem zweiten normal aussehenden weißen Cis-Mann. Wäre eine Möglichkeit. Na, keine Ahnung, Aber irgendwie siege ich beim ich hab Engler da- Brad Pitt. Ich weiß nicht, warum ich beim Engler Brad Pitt siege. Warte. Ah, na, warte, Ich weiß auch nicht, weil da spricht du aus, ja. Zach Galifianakis. Das ist der etwas festere von Hangover.
Das wäre auch witzig. Ich finde, dass der Engler von Bryan Cranston gespielt werden muss. Ja. Also, hier, schau mal, das passt doch. Ja, absolut. Also ich finde, das Oder, passt Nico, was tatsächlich. sagst du? Was? Schon wieder? Mann! Nutte! Ja, boah, ich finde das mit den Regeln irgendwie echt sackwitzig. Ja, aber nur, wenn wir saufen. Wenn Ja. jetzt die 0,33er Dinger hier dort. Ja, dann Was lohnt sich's nicht übrigens- ganz so. Kurze Werbepause. Und vielleicht eine kleine Bitte, aber das machen wir dann auch gleich. Falls ihr euch wundert, was für Bier mir zurzeit am liebsten trinke, dann ist das tatsächlich ein Hofbräu. Genau. Vollbier. Saugeil. Wir haben jetzt gerade nur noch die Dosen, darauf wollte der Kevin eigentlich gerade. Fuck! Darauf wollte der Mexikaner gerade eigentlich raus. Wir haben nur noch die Dosen und die möchten wir nicht trinken. Ich habe zwei Regeln gebrochen. Grad. Scheiße, Mann. Trink jetzt erstmal, Ja. komm auf dein Leben klar und dann red Genau, der weiter. Mexikaner verzeiht euch jetzt gerade, warum wir gerade ein Problem haben mit dem Bier. Wir haben eine exzessive Biernot. Wir haben nichts mehr. Ergo, Thomas, was ist der Schluss? Das ist einfach schön, wenn man sich selber da so realisiert quasi. Nee, Trompete, was ist denn da so der Key da raus? Trompete, fuck you! Ja, genau, wir brauchen ein neues Bier. Ja. Wir haben absolut. Fuck! Wir haben eine absolute Biernot. Schau, wenn es um Bier geht, dann ist alles vorbei. Da können wir uns nicht mehr Wir konzentrieren. können uns immer auf unsere eigenen Regeln konzentrieren. Das ist der Wahnsinn. Ja, die hockt da und frisst so eine Curly Fries dick aus, wirklich. Weißt du, man, du stellst einmal so stabile Mitarbeiter ein, die irgendwas Nicht bezahlt werden. die nichts kennen und irgendwie nicht bezahlt werden. Ja. Und dann, du wünschst dir einfach nur, dass sie da eine Kamera machen. So ein bisschen auf dem Kamerabildschirm schauen. Echt so. Und dann, Nix da. Der Gelb steht auf der Kamera und der frisst sich Curly Fries rein. der meint auch, wer er ist. Aber echt. Ja, der meint auch, dass das Stativ die ganze Arbeit macht. Du Curly Fries fressender Loser. Ich kann das Warum ist das so witzig? Gott helfen Sie mir bitte. Du machst das einfach auf die scheiß Kamera zuschauen. Es wird auch noch rot. Auf einmal siehst du die blonden Uhren so da hocken, dass sie eine Curly Fry nach der anderen reinballert. Also wir nehmen hier gerade Podcast auf, gell? Nur für dieses Video. Wir lachen uns gerade den Arsch ab, weil ein Curly fressender Typ neben der Kamera hockt, sich nicht mehr einkriegt und rot wird. Was ist deine Zugabe hier? Man hat meiner, wenn man halt einfach ein Bier hergibt und der saufen kann und sowas, damit sind sie zufrieden. Da haben sie einfach gesagt, sie sind zufrieden damit, das ist genug Bezahlung für mich. Und dann, auf einmal sind die so undankbar, stellen sie das Essen mitten im Podcast und meinen so, die sind jetzt hier Narren, haben jetzt Narrenfreiheit oder sowas. Der hockt da, der macht seine Arbeit nicht. Ich kann nicht einmal rausschmeißen, weil ihm nichts zeigt. Ich flippe aus. Gott, das ist viel zu witzig. Zurück zum Thema. Wir haben kein Bier mehr. Ja, bitte. Bier, Pizza. Ich will öfter das war witzig. meine eigene Traumata so runterschlucken mit Alkohol wie jetzt, ja. Mann. Ha? Verstehe ich nicht. Schau da, also schau die Augen, Alter. Schau, das ist der Kiff, der Hurensohn. Ich weiß nicht, was in den Curly Fries drin ist, aber ich möchte das auch. Ja. Ich hab Wir schaffen das. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt wirfst du! Alter! Du machst es Mach ein bisschen humaner, von unten. Mal so Warte, ich muss erst kurz kauen. Ballern hin. Ja, gönn dir. Oh fuck, ich hab verkackt. Ja, der liegt jetzt irgendwo. Das war sogar das Maul! Okay, Nico, wir schaffen das. Ich bin da wirklich nicht mehr so schlecht drinnen. Nicht eingedippt, Mensch, das liegt ja überall. Nein. Okay.
Übrigens Regel Nummer 1 Verstoß. Regel Nummer 2 Verstoß, sorry. Mexikaner. Ich bin enttäuscht. Regel Von Nummer mir 2 selber. Verstoß. Ich hab's schon gecheckt. Ja, was weiß ich. Trompete. Auf jeden Fall, hallo! Das ist nicht gleich beleidigend werden, du. Okay, Tuba. Süßer. Also andere Leute würden sagen Dumbo, aber ich sage heute Tumbo. Okay. Gott, war das unangenehm. Gott. Ich möchte dann, dass du eine aber in geile den Folge, Reels ja. einfach so lang hin und her schneidest, dass die Stille nur länger wirkt. Also quasi immer den gleichen Schnitt nimmst und kopierst, damit es einfach ewig lang still ist. Auf jeden Fall, ja genau, wir muss brauchen weinen. Bier, wir möchten wieder glücklich sein in unserem beschissenen Ich Leben. muss schon weinen. Und leider Gottes weine ich nur Bier. Und ich hab langsam keins mehr. Nein! Gib mir! Fuck! Schon wieder da, ja, fuck ja. Wie viel Wahrheit steckt hinter der Figur von Billy? Viel. Viel. Also, Viel. der Michel, Ab und zu, finde ich. Es gibt Tage, wo er schlecht drauf ist. Es gibt aber auch Tage, wo er verdammt gut drauf ist. ja, ich muss tatsächlich sagen, sauftechnisch bei Michel tatsächlich trifft es sehr gut zu. Ja. Der Michel ist einer der besten Bierexer, die wir haben in unserer Gruppe. Tatsächlich auch schon zweimal bei Los Brutalos auf der Bühne gewesen. Und zweimal die Gegner, wo man gemeint hat, die Exen er jetzt runter, massivst zerstört. Klar, aber hat er brutal. vielleicht danach Nicht nur ein bisschen- so ein paar Millisekunden, sondern um Sekunden. Klar hat er ein bisschen danach vielleicht so ein bisschen Udo Bicco gekotzt. Ja. Ja, Aber hat er. Das ganz war ehrlich, das gehört zum möglich. Sport. Absolut, das, muss Kerzensport. dazu. Ich meine, du kannst ja nicht den ganzen Tag rumlaufen und einen Wasserbauch haben wie Drecksau, sondern Echt du so. musst halt auch mal irgendwann einfach ein bisschen so quasi, weißt Okay. du? Ja. Ich verstehe jetzt nicht, was der Problem ist. Gott. Genau, also beim Michel ist das auf jeden Fall relativ viel Wahrheit, also sauftechnisch zumindest. Ja, so Insider, die wir mit Michel heute haben, ist, dass er nur verhältnismäßig kleine Fässer aufmacht, aber das ist ja seine Sache. Darf ich Sie bitten um eine Unterbrechung? Vielen Dank. Unterbrechung der Regeln oder? Nein, Okay, Entschuldigung. er muss kurz aufwärmen. Wer glaubst du ist aus der Freundesgruppe der festeste Trinker? Nur Trinker, nicht extra, sondern nur vom reinen Alkohol, wo du glaubst, er verträgt am meisten. Ich würde tatsächlich das Körperverhältnis mit dazu zählen. Also du meinst jetzt quasi, wenn du und ich wir uns gegenüberstellen dann, Ja. dass du quasi weniger trinkst, doch weniger trinkst als ich, weil ich mehr Körpermasse zum Verarbeiten habe. So meinst du das? Ja, da habe ich es gerade gehört. Ich muss tatsächlich, also ich muss einmal kurz abwägen, weil, also Nico, glaube ich, Also habe ich ich in find- meinem Leben, ja fuck. Also ich glaube, einen Österreicher habe ich in meinem Leben noch nie wirklich richtig stark gesehen, außer wo ich ihn kennengelernt habe mit 15 und der mir vor Taxen gekotzt hat. Schön. Fuck! Ja, nein, da haben wir stehen. Der Aber Michel ist ein ultra stabiler Trinker, meiner Meinung nach. Aber ist auch so ein Mensch, der halt schnell einschläft. Der Engler, meiner Meinung nach, halt der krasseste Trinker, was Menge angeht. Auf Wochen gesehen, also der trinkt halt am meisten. Ja, bitte. Ich möchte dich jetzt ungern unterbrechen. Ja. Aber ich finde, bei Michel ist es so, er kennt seine Grenze nicht so richtig. Weil ich sag mal, bestes Beispiel war beim Massexen bei der Ande Bavaria. Weißt du noch? Also in dem, Musikvideodreh. nee, nicht Musikvideodreh. Na, der war bei Los Brutalos auf der Bühne. Ja, aber ich meine, da war das Ah, ne, er war davor. schon Ja, der war bei Los Brutalos auf der Bühne. ein bisschen vergessen. Ja. Ja, wir waren alle gut dabei. Ja. Fuck! Leute. Ich fand an dem Abend, dass er hat viel getrunken. Er war dann normal,
hat er noch was trinken müssen und dann kam halt das große Und die Katze ist Karotten-orange rausgekommen, Alter. Es gibt Beweise. Das war so geil. Ja, es gibt aber Videos. Ja, war sehr witzig. Ja. Na, ich glaube, der Engler, der ist ja, also Engler sagt aber, der vertragt zu viel und der geht so lang fort und Ding. Aber der Engler ist tatsächlich, ich meine, wir brauchen bloß einmal das Oktoberfest als Beispiel nehmen. Wir waren im Engler Oktoberfest und die Gletschergeist und haben halt da 3 Mal